Haut op Epiphanie, 3 Kinnigsdag, begräßen sich aus dem früheren Kloster Pepping, mewer drauf Unheit Sondes Mass. Et singt den Ensemble Vokal Cantus Gaudium. Dirigentin ist Nancy Back-Kelsen, Organist de Franz Theiss. Hier spielt als Entrée Noël étranger von Louis-Claude Daquin. Donno sangen wir aus dem Himmelssaal Messbrief Nummer 5 vom Gounod, Les Anges dans nos campagnes, Es kam ein Engel, Alleluia von Mozart, Come, O Thou King of Kings, Panis Angelic von César Franck und als Schlusslied Ein Stern ging auf im Osten. Durchel spielt als Sorti spanische Toccatina vom Jos Kinsey.
Am Numm vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief mat dich all. Leif Leiit hei an der Kapell vom Kloster Pepping, a leif alle Gur, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sieht. Vom Advent a vu Christtag erfassen ma haut de richtige Sinn. Gott, op den so lang gewährt gin ass, als Mënsch gin, fir das all Mënsch hier ka fannen. Los ma haut feieren, dass Gott durch de Jesus eis alle Gur ganz no kom ass, och dene vu weide wäch, och an de Missionsländer. Dofir ass Epiphanie vun den Missionssondicher, wo ma Bierden spenden, an zwar ganz konkret fir gut forméiert geestlich an de Missionsländer. Machem eis lo op fir den Herrgott an sei Wut. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen.
Lasset uns beten. Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Eva. Aus Saba kommen sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen
und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebschwestern und Brüder, haut gëtt ger gesot, de Weg as Ziel, der Weg ist das Ziel. Oder auch nach nei Wehr entstehen beim Goen. Das nicht ganz falsch, aber auch nicht immer richtig. Wann in das Evangelium von den 3 Kinniken von Epiphanie guckt. Der Stern weist ihnen zwar de Weg, aber es geht für allem drum auch Ziel unzukommen. Ënner Weh sinn fir ënner Weh ze sinn ass wie den Hamster am Rad. Kënnt net vum Fleck, obwohlen sich mitmischt, ma fir neicht. Decisiv bleibt also für die 3 Sterndeuter aus dem Orient d'Arrivée, Ziel, wie beim Sport. Wer das hier Ziel? Sie wollen den Messias treffen an hirn ubierden, da das Ziel. Und sie losen sich nicht von ihrem Ziel aufbringen, auch wenn sich herausstellt, dass der neugeborene Kinnig, den sie sichern, nicht Haff vom herrschenden Kinnig geboren wird. Der Stern feiert sie bei Ziel. Der Stern von Bethlehem huet etwas Besonderes an as etwas Besonderes, auch nach für Eis Haut. Wat für eine himmlische Konstellation der Hannertstung, darüber sind Bibliotheken geschrieben gehen, as aber lo nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Stern bei den neugeborenen Kindig gefordert wird, bei den Jesus. Das ist das magisch und attraktiv an ihm, sos gut neicht. Wer den Unterschied liefern zu den Sternerschach a Sternen, die Haut a Film, Fernseh und Unterhaltungsindustrie für manchmal kurz Aufmerksamkeit auf finanziellen Umsatz sorgen. Sie klammen ab, a fallen heils donest ganz sehr Ruf. Deutschland sucht den Superstar, die Tele-Sendung kennt ihr all. Ein Stern, ein Star, den dem Wunsch vom Publikum an aller Hinsicht soll entsprechen, aber mit dem da möglichst viel Geld gemacht wird. Der Stern von Bethlehem, Stern von Messias, hat par contre Bedeutung für allzeit und für die ganze Welt. Mit die Sterndeuter aus dem Osten, von denen am Evangelium redet geht, was wären sie für Leid? Weismänner, Magier, Fachleute für Astronomie oder Deutung von Naturphänomenen, Kinniken. Auf jeden Fall müssen nicht wohlhabend und geleiert Menschen aus dem Morgenland gewirrscht sein. Denn Herodes will sich die Expertise von diesen Sterndeuter zu Nutz machen. Er schickt sie gewissermaßen mit kinniglicher Rekommandation, balken die Sohn als Fournisseur de la Cour, ob die weiter Reis. Sie fanden schließlich, was sie sichern.
also sie ganz glücklich domat. Demals wie Haut gilt, nicht de Weh als Ziel, mit Ziel selber. Tatsache von der Sache als Sache selber. Nei Wehr ergehen sich nicht spontan beim Goen. Es muss sich schon sichern, sich anstrengen, an immer nese Schwa treffen, Ball bleiben, ein Ziel upheilen, als sich dann nur orientieren. Nicht einfach blande Manages Troplas goen. Epiphanie lief leid, seht eis och, Jesus Christus als nicht nimme kom für die Juden. Sterndeiter stief hier all Völker von der Erd. Sie all kommen erbei, und versammeln sich de Messias, also bringen hier Goven matt. Letztendlich machen wir an der Eucharistiefeier der Mass nichts anderes. Wir bringen Eisgoven durch, Brot und Wein. Und damit zugleich das wertvollste, was wir haben, Eis selber. Wir bringen Gott Eis Existenz, Eis Leben durch, wie das hier nicht verwandelt, et heilmischt, et vergöttlicht, nur bei sich bringt und es an eng méi groß Freiheit feiert. Leif mat Christen, d'Aventur vun de Weisen aus dem Mojeland fasziniert 10. Jahrhunderten Christen. Wie sie sich op de Weh machen, hieren Ömwe iwwer Jerusalem, d'Falschheit vom König Herodes, wie sie ukommen an Kant fannen an Ubierden, wie sie het Reich beschenken. Der letzte Satz am Evangelium von Epiphanie geht aber dacks Manner beurcht. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Die drei waren jo am Dram enges Bessere belehrt gin, nämlich den Heimweg zu ändern, bis zu changieren. Also hun ihrer Eingebung getraut, nicht dem Versprechen vom Herodes. Wem trauen ich? Welchen Informationen können wir an der Informationsflut vom digitalen Zeitalter nach trauen? Dem Herodes sei Versprechen war ein Fake, eng Strategie, wollt sie op Deis lackelen. Me sie hun widerstand. Sie erleihen nicht der vermeintlicher Eier, königlichen Haft zu Jerusalem für ihr Rapport empfangen zu gehen. Me schloen een andere Weh für hem an. Nei Wehr lehen sich heins du no, für dem Leben an den Ursprech, die es stellt, jo für der Situation oder der Lesung von Problemen gerecht zu gehen. Stung dir auch schon einmal für der Decision, vertrauten, ich bekannte Weh zu verlassen, an einen neuen anzuschloen. Sinn ich op dofir och durch Spuren vu Gott am engem Alldach mich op Wehr feieren zu lassen, die für mich nei an ungewinnt sinn. Vielleicht eng Aufgabe zu überholen, die ich mir bis dahin nicht zugetraut hun. Neue Wege suchen, als nicht nimmend de Wies von den drei Königen, das ein Defi vom menschliche Leben, an do sie mir all gefordert, neue Wege suchen. Die drei kommen schließlich heim. Ihr Ziel hatten sie erreicht, als sie sind lo, obwohl sie ihre Reichtum weggehen hun, mei reich. So wie auch mir dann wann heimkommen von enger Reis oder enger Begegnung mit neuen Erfahrungen an Erkenntnissen. So wie Pilger, die von der Pilgerfahrt auf vom Pilgerziel bereichert und beschenkt heimkommen. Wie die Sterndeiter fort waren, ließ den Herodes an der Roserei an aus Angst, et Kind in ihm sein Thron streitig machen, an Wäschhulden, all Kanner in 2 Jahren zu Bethlehem umbringen. Gleich am Anfang vom Jesus singem Leben matzen an die ganz Weihnachtsromantik ran Mord und Totschlag. Überhaupt fängt Liebe vom Jesus an mit riesigen Spannungen. Geburt an engem Stall, a Platz am Hotel oder daheim. Der Kannermord durch den Herodes. Die Flucht vom Jesus aus seiner Familie, 4 mehr der König an Ägypten. All die Spannungen muss man einfach mal aushalten. Spannungen, Trubel, geht doch haut an der Kirche, an dem Kirche. Missbrauch, Obdeckungen, feiere regelmäßig zu Rosereien, auch an der Öffentlichkeit.
Trennung vu Staater Kirch vir und 10 Joerheit zu Lanz, den Erschreiwe vun de Konventionen, huet zu munche Frustrationen an der Kirch a bei gutgesinnte Katholike gefauert. Wo persönliche Rankünnen op Kircher Religion moll aufgesehen. Me wie schenkt, geheiert dat zum Christsinn, vun Ufangun. So Spannungen dürfen eis net decouragieren, sie mussen ausgehalten gehen. Ob der Synod zu Rom gëtt für die Synodalkirch ein sprechend Bild gebraucht. Kirch as wie ein Zelt, ein großes Zelt. Wahrscheinlich waren die 3 Sternleiter jo auch mat engem Zelt in der Weh durch die Wüste. Die Synod vergleicht Kirch mat engem Zelt. Wie bei engem Zelt, da mussen die verschiedenen Ecken unzähliger spannen, wie das Zelt ob ganz gesinn an Dekeliber könnt, wie das es hält, an et zusammentrillt. Du hast also eng Spannung, die muss sinn, die geheiert einfach dazu. So müssen noch Spannungen an der Kirch, an Kirch ausgehalten gehen. Sie gehören dazu, da das normal. Liebe Brüder und Schwestern, spannen mir als Kirchenzelt op, a los meist durch neisch decouragieren. Gesehen wir an den Defie vom Leben neue Chancen, für eis zu bewähren. Mat Gottes Hilfe a vom Stern vu Bethlehem gelegt. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Durch Jesus Christus als Licht an eis dein Stadt kommen. Los ma den Herrgott beten, eis zu helfen, ein neue Weh, de Weh von Wohlrecht auf vom Leben zu fannen. Wir beten für den Verstorbenen, emeritierte Papst Benedikt XVI., für den Papst Franziskus, an all die, die an der Kirche Verantwortung drohen. Herrgott, höre uns. Wir beten für die Menschen an der Ukraine, am Kosovo, am Jemen, an Palästina und an anderen Konfliktregionen, für all die, die auf Frieden und Gerechtigkeit hoffen. Herrgott, höre uns. Wir beten für die Kranken, für die Menschen, die an einer schweren Situation leben, und für die, die Angst tun, dass sie all neue Kraft fanden, für trotz Schwierigkeiten weiterzuführen. Herrgott, höre uns. Wir beten für die Menschen, die immer da sind, für anderen zu helfen, und für die, die versuchen, in einer friedlicher, und besserer Welt zu schaffen. Herrgott, höre uns. Wir beten für all verstorbene Priester und Ordensleit, besonders für die, und die Chemie denkt. Herrgott, höre uns. Herrgott, hol leist Gebiet an erheieret nur dingem Willen an dinger Gutät. Dat fromer dich durch Jesus Christus, als Bruder an Herr, dem mat dir am Heilige Geist an Ewigkeit lieft. Amen.
deiner Kirche an. Sie bringt nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern er, den diese Gaben bezeichnen, wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben. Unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles. Heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Er ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, von dir könnt all Helligkeit, dafür beten wir dich. Mach das Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verrodet gouf, von den Tod ob sich geholt hat, du hält den Brot aus in Händen, seht den Dankgebet, bricht Brot, richtet singe Frön, seht, holt an erst alle gut davon, Datei aus mein Leib, Getier gehen für ich. Nur am ersten hält noch de Kirch, seht im Dankgebet. Recht de Kirch singe Frön, seht, holt an drängt alle gut raus. Datei aus de Kirch mit mingem Blut, Blut vom Neuen an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, für dat Sünde verziehe gehen. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben, dein Tod, Herr, verkündige mir, dein Oberstuhl feiere mir. So feiere mir, heilige Pap, Dundenken von dem Jung, der für uns gestorben an Oberstern ist. An so affirmiert Brot vom Leben, an der Kirche von der Erlesung.
Wir sollen dir merci, weil du seist Beruf, wir von dir zu stohen, an dir zu denken. Wir beten dich, los sei still holen Leib an Blut vor Christus, dat ma eint kind durch den Heilige Geist. Denk und den Kirch euch dort Welt, los dei Volk Fussen an der lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, mit den Geistlichen, an all denen, die am Dienst stehen von dieser Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. Besonders an all die Schwestern, die hier gelebt und gewirkt haben, an ihr Harmonien. Hol sie ab an dein Licht. Papa, erbarm dich eiser all, schenke uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmann, mit den Aposteln, an all denen, die Gnot von du bei dir sind, dort Welt besteht, mit ihnen all, los es dich löwen an Ehren durch dein Jung Jesus Christus. Durch ihr Namati man an ihm, dir allmächtige Pap, an dein vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an ja, elo an immer an ewig. Und als Kanner vor Gott darf man so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an die Versuchung, mir mach uns frei vom Bösen, weil dein als Reich an Macht an Herrlichkeit für immer an ewig. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, dem Herrn mit Geschenken zu huldigen. Lasset uns noch beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die heiligen Gaben und bitten dich, erhelle unsere Wege mit dem Licht deiner Gnade, damit wir in Glauben und Liebe erfassen, was du uns im Geheimnis der Eucharistie geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben d'Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft an der Klosterkapelle zu Pepping. Die nächste Sonntag iwwer Dromatmas vun Remnich. An lo schalte mat zurück an den Studio. Tschüss.